Okay. Wir begrüßen euch ganz herzlich aus der weiten Niederlausitz, aus der Mittellausitz und aus der Oberlausitz, hier in Bautzen im Saal des Hauses der Sorben. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wer steht heute hier? Jan Buda, der Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, ist leider erkrankt und deswegen vertrete ich ihn. Und wir haben uns gestern gefragt, was ist denn das? Gestern in Liebs, in Leipzig, mit dem Hühnchen gewesen. Guten Abend, hier in der allen aus der Nieder- und Oberlausitz zur Prämierung des Wettbewerbs Sprache verbindet. Und ich sehe, dass Sie alle einen kleinen Übersetzer in den Ohren haben und so kann jeder die Veranstaltung mitverfolgen. Heute begrüßen wir Sie wieder persönlich und das ist sehr schön, denn vor 2 Jahren, im Jahr 2021, hatten wir den ersten Ideenwettbewerb und da konnten wir uns nur auf digitalem Wege mit den Prämierten unterhalten. Heute können wir das wieder persönlich tun. Und die Erfahrungen aus der ganzen Corona-Pandemie haben uns auf etwas gebracht. Und deswegen begrüße ich auch alle Sorben in nah und fern an den Bildschirmen, denn wir haben heute wieder einen Livestream organisiert und können die ganze Welt einladen, heute sich mit uns zu freuen. Wir können zum Beispiel einen Gruß nach Australien schicken. Ja, bitteschön. Jan, 2021 wurde zum ersten Mal der Wettbewerb durchgeführt und bei einer Klausursitzung wurde sehr kreativ über die Zukunft der sorbischen Sprache, der sorbischen Kinder und ihrer Bildung gesprochen. Und dabei ist die Idee gewachsen, einen sorbischen Ideenwettbewerb zu etablieren. Da fragt sich natürlich jeder, na, Stiftung, du förderst, du hast Förderrichtlinien, warum nicht auch einen Wettbewerb veranstalten? Ja, das entspricht auch der heutigen Zeit. Jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, hat es mitbekommen. In den letzten 2 Jahren wurden viele Preise ausgeschrieben und ein Hintergrund dessen ist, dass derjenige, der einen Wettbewerb ausschreibt, der hat einen anderen Anlass als bei der normalen Projektförderung. Beim Wettbewerb bekommt man einfach erstmal ein Budget und wir hatten das ja schon an manchen Stellen und ich habe selbst schon an manchen Orten und Rollen an manchen Orten gesessen und verschiedene Rollen wahrgenommen. Und heute tue ich das als Vorsitzender des Stiftungsrates und ich weiß, dass es ganz wichtig ist, dass man sich engagiert, aber man muss eben auch Leute herausfordern und durch so einen Wettbewerb ist das möglich. Und man spürt dann, es sind genügend Ideen da, die darauf warten, realisiert zu werden. Und jetzt erfahren wir darüber. Ja, genau so ist es. Vor 2 Jahren wurden
66 Ideen eingereicht und 39 wurden mit einer Gesamtsumme von 80.000 € prämiert. Dieses Jahr wurden 50 Ideen eingereicht und wir prämieren heute 17 Ideen mit einer Summe von 70.000 €. Ja, eine kleine Überlegung zusätzlich. Jeder, der die Medien verfolgt oder Lotto spielt, der weiß, es gibt Preise bis 1 Million. Und die Prämierungen, von denen ich gerade sprach, die haben eine Quote von 1 bis 3 bis 1 bis 8. Also Simul Plus zum Beispiel, da waren 550 Vorschläge und prämiert wurden 200, also jeder dritte Vorschlag. Und wir haben 50 Vorschläge und 17 Prämierungen, damit auch ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 3. Und wir haben natürlich auch beachtet, dass die geografischen Gruppen angesprochen werden. Ja, so positiv sehen wir das. Und wir hoffen, Sie können das auch so positiv sehen. Ja, vielleicht fragen Sie sich auch, warum nur 17 Prämierungen? Ja, wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass diese kleinen Prämierungen unseren Vereinen und Trägern nicht so richtig weiterhelfen. Und deswegen wurde der Modus verändert. Wir fördern lieber weniger Projekte, aber mit einem größeren finanziellen Rahmen. Und so können wir die Ideen noch besser unterstützen. Das war jedenfalls unser Gedanke dabei. Und wir hoffen, dass wir dann in der Diskussion mit Ihnen, den Prämierten, dazu auch noch ein Feedback bekommen. Eingereicht haben Projekte Vereine, Privatpersonen, Kommunen, Vereine mit beschränkter Haftung. Also die Palette der Projektträger war sehr groß. Und natürlich war die Palette der Ideen auch sehr weit und reichte von dem Theater über Tracht bis zu Sprachangeboten für Kinder außerhalb der Familie und der Schule, in und außerhalb der Lausitz. Ja, die Palette war sehr breit. Und genauso breit war auch die Last, die auf unseren Schultern in der Jury lastete. Zum ersten Mal haben wir die Jury ausgeschrieben. Das heißt, wir haben aktive Sorben angesprochen und Leute angesprochen, die Lust und Interesse haben. Die konnten sich bewerben als Jurymitglied. Und so begrüßen wir heute und danken ganz herzlich den 12 Mitgliedern der Jury, die es manchmal sehr schwer hatten mit ihrer Entscheidung und mit dem Abwägen, was ist nun wichtiger, was zählt mehr. Denn das ist auch schwer, selbst wenn man ein schriftliches Regularium vorliegen hat, mit Kriterien. Und trotzdem musste ja das Ganze in ein Gesamtkonzept eingebracht werden. Und wir danken Lenka Thomas, der Vorsitzenden der Jury, Simon Blum, Bernhard Ziesch, Jeva Maria Czornakec, Robert Engel, Laurenz Hausch, Uta Henschlova, war noch nicht da, Manfred Hermasch, Stefan Hornack sitzt hier vorne,
Charlotte Kuschze sitzt da, Ole ist da. Schmalfuß, Ole Schmalfuß, ne? Angela Schurmanova, nicht da. Angela Schurmann ist uns allen bekannt. Das sind auch so ein Dutzend, 12 Leute in der Jury gehabt zu haben, und sie mussten ja eine gemeinsame Entscheidung finden. Und das ist auch nicht einfach. Bei so einem Wettbewerb, der natürlich auch sehr geprägt ist durch die subjektive Sichtweise. Deswegen war die Jury sehr differenziert, und aus jeder Region stammen Jurymitglieder, und ich bin immer froh, wenn ich dann auch mal wieder Leute kenne unter den Sorben kennenlerne, die ich vorher nicht kannte. Und wir werden noch erfahren, wie die Jury die Preise oder die Ideen bewertet, nach welchen Kriterien. Und wir hoffen, es ist auch in der Zukunft für alle ein Aufruf, wieder Ideen einzureichen. Und wir denken, dass wir mit diesem Wettbewerb fortfahren werden. Denn diese Form der Förderung ist nicht so bürokratisch wie die Projektförderung, wo es viele Vorschriften gibt. Hier wird eine Idee formuliert. Wir freuen uns über jedes Resultat, und ich denke, die Anerkennung für die, die prämiert werden, ist da. Und auch die Ideen, die heute nicht prämiert werden, sind nicht aus der Welt, sondern werden zur Kenntnis genommen. Es ist ja so, dass Geld immer eine wichtige Rolle spielt, und wir brauchen das ehrenamtliche Engagement, um das Geld auch effektiv einsetzen zu können. Und wir setzen nun unsere Veranstaltung fort, und der Jury wünschen wir jetzt gute Worte.
Jara Češćeni přítomní. Sehr geehrte Anwesende, Založba za die serbský lud Stiftung für das sorbische Volk namovila lica znova, hat zobohu so dieses Jahr zum ľuďo ze zweiten zhornie, Mal delnie a aufgefordert, dass sredžnie sich Łužice zabírali Leute ze serbskej reču aus a der kultúru, Ober-, Nieder- zobohu und Mittleren pýtali za Lausitz kreatívnymi idejami mit a zobohu der sorbischen namakali Sprache und Kultur nové beschäftigen und impulze nach a kreativen čerstvé Ideen nastoky. suchen, damit Tak sie neue serbštinu Impulse und sebevědomě frische naložovač, Anregungen abo ju finden, ještě wie bole man die sorbische vozrožiť Sprache a ju selbstbewusst na anwendet, najšelakoryše beziehungsweise sie wiederbelebt užívať. und das möglichst öffentlich Za to, wahrnehmbar. co založbě Dafür Jara danken wir Wutrobně der Stiftung sehr. ďakujeme. Založba je Die nám Stiftung hat uns, 12-členské der jury, 12-köpfigen nadaktora Jury, ve den vůbědžování Auftrag zapodaté erteilt, ideje die pohodnotiť. im Wettbewerb eingerichteten Za to Ideen zu jsme měli bewerten. proceduru pohodnočenia Dafür s hatten wir dybkami eine naložovač. Prozedur mit Po sledovacích einer kritériách Bepunktung hodnočích. nach bestimmten Každý Kriterien sám za sebe, anzuwenden. ale Jeder se hat für správným sich, a dobrým aber svědomím mit gutem Gewissen a und ehrlichem se Gefühl smilkotným nach začuťom. dieser Vorgabe bewertet. kreativnosť a Die Kriterien originálnosť, waren Kreativität und jasnosť v Originalität, zaměrách programatice, Klarheit der Programmatik und regionálna Zielsetzung, skutkovnosť regionale je Wirksamkeit, idea vidžomná, ist die slyšujomná Idee a sichtbar, môžeme ju hörbar, doživiť. kann man sie erleben, Má mnoho inovácie. hat sie viel Kak Innovation, aktuálna je tematika. wie Jaké aktuell ist ihr synergie Thema, nastanú, welche Synergien hodža so entstehen, kontaktové syče na lassen abo sich utvariť. Netzwerke Dáva projekt ausbauen, inspiráciu za gibt dále es myslenie Projekt a zobchodenie. Inspiration zum Nic Weiterdenken naposled und pak zum Verwirklichen. následné je Und projekt wie nachhaltig a je ist das efficienza Projekt resursu. und wie wird die Tak je nastala Ressourceneffizienz suma dybku. gewährleistet. A So ten ist projekt s najviac eine dybkami Summe je von dobrý. Punkten bestanden. A Es kommt eine Summe von Punkten zusammen a und opodstatníme. die Gewinner 50 sind diejenigen mit den idejů so meisten zapodachu, Punkten. 17 z nich 15 so Ideen dženca wurden eingereicht, 17 davon Všetkým werden heute mitovaným prämiert. gratulujeme Allen a přejeme Prämierten veľa úspecha pri gratulieren wir und zrealizovaniu wünschen viel Erfolg bei kreatívnych der mysličkov. Realisierung der kreativen Všem Gedanken. nemitovaným pak Allen nicht dôveru prämierten do príchodných projektov a möchten idejov wir ubedžovania aber záložby za serbský ľud. sagen, vertraut euren zukünftigen Wutrobny Projekten Jack und Ideen Pak und Dženca beteiligt jako euch an Jury, weiteren Wettbewerben der Stiftung für das Tak sorbische prajne, Volk. moderne prajne tie Ich möchte an dieser projektové Stelle manažerce. aber auch noch einmal betonen, dass wir uns to über die bliže men große se Anka Anzahl und Nemce, Vielfalt sme jara der dere Roma de dživali a Wettbewerbe sehr ona gefreut je všetko haben. hač do Und ein posledného liebes vohorčenja. Dankeschön gilt der Managerin des Wutrobny gesamten Jack, Wettbewerbs, der Mitarbeiterin der Stiftung für das sorbische Volk, Anka Niemz. Wir haben wunderbar zusammengearbeitet. My tu jeme v blokach. Ju roky a ju Wir horojo jednotliwe prämieren dobyčarske im projekty skrótka předstaje Und a potom so Juroren mytovaní zhromadnie do predka proša. stellen die A v Projekte bloku kurz so potom vor myta přepodaja. und Na tafli das môžete machen wir im všetko Blog. An der našej Tafel PowerPoint können širovať. Sie das mitverfolgen und die Prämierten kommen dann auch im Blog nach vorn. Dem sorbischen Schulverein darf ich für die Idee sorbisches Fußballcamp für Kinder das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro überreichen. Der sorbische Schulverein setzt sich für die zweisprachige Bildung ein und begleitet die sorbische Schülerschaft von der Vorschule bis zur Universität. Im kommenden Jahr wollen sie ein Fußballcamp organisieren, bei dem sie den Fokus auf die Anwendung der sorbischen Sprache legen. Ziel ist es, den Kindern bewusst zu machen, dass das Fußballfeld ein sorbischer Sprachraum ist. Durch schöne gemeinsame Erlebnisse sollen die Kinder schon zeitig Kontakt unter jungen Sportlern finden,
die sie mit in ihre Vereine nehmen. Dort soll es selbstverständlich sein, dass Sorbisch gesprochen wird, auf dem Feld genauso wie in der Kabine. Bei der Organisation des Sportcamps wünsche ich viel Freude. Sportfrei zum Wohle unseres sorbischen Volkes. Plan Novakreuz, Dajus Vadu. Bei Joker Novakreuz Sosebje gibt es Život Vonika einen sich. Streit. Nan, Die Tochter will Dobresko einen Schauspieler heiraten. Život Vonik, Der Vater ist je Pižo do wütend. domu. Ein Schauspieler kommt Treba nicht ins neko Haus. ako, Du höre brauchst die jemanden, Živa. der ordentlich arbeitet. Ale Dokula, Aber Šlubojo, weil er Joku, seine Tochter Daju liebt, Jambu Šansu, gibt er ihr eine Chance Jesus und so, fährt mit der se Tochter Joku do ins života. Theater. Nach per der Čestanjenu Vorstellung sagt Nanjo er, Jevroni, es to je ist okay. okay, Tu du smejoš Jogo darfst ihn Seš, heiraten. Tanejo Život Vonik. Der ist kein Schauspieler. Myto Tissat Ich danke. im Euro-Genre-Projekt Seniorsko Das, Život war Ketemje Medrosisch Romi Fröhlich. Utjob, der Gratulierung. Der Preis mit 1.000 € geht an das Projekt Reifes Theater zum Thema Blaudruck von Romy Fröhlich. Dobre wiacer, Guten Abend. Stefan Hornak. Mein Name ist Stefan Hornak und ich freue mich, dass ich ein Projekt aus meinem Landkreis, dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz in der Niederlausitz, auszeichnen darf. Ludki in Nove Wiki, Ja. haben Sie das schon mal gehört? Nein? Na dann Der wird es erst Zeit. in 2021 gegründete Verein Neupetershainer Geschichten hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter anderem die in Neupetershain lebenden Menschen zur Herkunft des Ortes, zur Identität des Ortes und damit auch zur so gut wie vergessenen Geschichte, den sorbischen-wendischen Bezug des Ortes zu vermitteln und wieder aufleben zu lassen. Dafür soll in Ludgi in Neupetersheim, einem Dorf am Rande des Tagebaus zwischen Senftenberg und Cottbus, wieder zum Leben erweckt werden. Und das in 3D mit Virtual Reality. Denn, so erzählen es sich die alteingesessenen Neupetershainer, dass die Ludgi auf Baumstümpfen in den sumpfigen Wäldern um Neupetershain saßen. Erzählungen, die mit dieser Projektidee auf eine innovative und kreative Art näher gebracht werden können und die sorbisch-wendische Geschichte in Neupetershain wieder aufleben lassen können. Vjaselim se až se Ich tošta freue mich, innovativer Idee, dass diese innovative Idee heute prämiert wird. Und noch mehr würde ich mich freuen, mit dem Projekt die Ludgi in 2024 live und in Farbe und in 3D zu erleben. Viel Erfolg bei diesem ehrgeizigen Projekt. Mieno Walburga Wałdzic. Der Name Walburga Walde ist schon bekannt in der Lausitz, aber auch außerhalb der Lausitz. Ihr Name steht für einen kreativen Umgang und einen spielerischen Umgang mit der Stimme, für das Suchen nach neuen Interpretationen, für interessante Experimente im Gesang und für einen besonderen, interessanten und eigenwilligen Umgang mit sorbischen Themen. Vor allem aber steht ihr Name für eine leidenschaftliche Arbeit mit Frauen. Das ist wirklich etwas Neues in unserer langen Gesangstradition sorbischer Männer und gemischter Chöre. Wertvoll ist ihr Anknüpfen an den traditionellen Gesang der Kantorki. Die typische Art des Singens und der Anwendung Na vor allen Dingen in der wuživanje Schleifergegend tak der mjenovaného sogenannten bivého voza. weißen Stimme. A to již je Und opravljene, daher erhält so doby si Walburga zu Wałdzic Recht eine podpěru za finanzielle projekt. Unterstützung Spivny für ženský ihr kurs Projekt. Slavik Slavik bivý voz a srbský Gesangskurs spiv. für Frauen, Wutrobnu der weiße Gratulation. Gesang und das sorbische Lied. Herzliche Gratulation. Dobry jacor, dobre Guten wieczór, Abend. dobre wieczór, też od mojego boka. Auch von meiner Seite, Zawieście z czasu guten już Abend. odpraszali
Sicherlich Nie haben Sie sich da schon jetzt gefragt, Projekte werden ze in diesem Sliepenskiego Jahr regiona. auch Projekte aus der Ja mogu Schleiferregion vam njen prägniert. reći, ja, Und ich kann Ihnen jetzt tajke sagen, mamy ja, też. solche haben wir auch. Domovinska župa Der Jakub Domowiner Lorenz Regionalverband Zalewski Jakub jo Lorenz zapodala Zalewski jare hat rjanu eine ideju. sehr schöne Idee Oni su se eingereicht. mislili, a Die šte Vertreter dječji des tog horta Regionalverbandes Budnički haben ve sich Sliepem, gedacht, der dass die je Kinder des sobuđelač Hortes na jenej Budnički, korče Irrlichter još und slih Schleife nejljubše gut selbst vandrarske etwas zur drogi Entwicklung vidjeć. einer Wanderkarte A te same beitragen drogi können, ceje tež indem sie ze erklären, svojimi wo symbolami ihre liebsten a Wanderwege tohtickami eingetragen werden veserske sollen. rijece markirovač. Deswegen sollen auch Ta mit ideja jo se von nam den ljubila, Kindern entwickelten najveći Symbolen punkto jo markiert ta werden jury dala und die za Symbole te sollen von den kriterije Kindern sogar selbst regionalne angebracht werden. užitk, Neben den Kreativnost, Symbolen sollen sorbische Beschriftungen Originalnost, den Weg a weisen. nawiązanie Die Idee hat uns kontaktu, gefallen Netzwerku. und sie hat die meisten Ja Punkte gratulirujem bekommen für utrobnie folgende kmitoju Kriterien: za ten regionale projekt na Wirksamkeit, slijedach naših Kreativität dječi und ve Netzwerken. Sljepenskej Und ich Vosađe. gratuliere herzlich zum Preis für das Projekt auf den Spuren unserer Kinder im Schleifer Kirchspiel. Salubu Wanne Pörik, Cindy Dorwel Hotelu. Ein verliebtes Paar Schieb macht Schäpe, Urlaub im Daschu Hotel. Kutzo, Bei der Übergabe Schaschasse der Schlüssel Hotelu, fragt der Rezeptionist, Hotelrezeptionist, Mögohischtin darf ich noch Savastinich, etwas für Sie tun? Muski, Der Mann Wörterbronje. antwortete, Nie Joko, nein, danke. Jeko Jomse. Schick no jo okay sam jo. Alles ist okay für Asa, mich. war jo žensku. Für Ihre Frau? Ah, dobra ideja. Eine gute Šošen Idee. dajšo mir Bitte pisa, a geben Sie mir einen Pöstro Stift und eine Postkarte. Mit 1000 € Journal Projekt Der Serski Preis Pöstro, von 1000 a Cindy Euro Janelfer. geht an das Projekt Gut Job, ne Gratulierung. Sorbischer Gruß und an Cindy Janhöfer. Herzlichen Glückwunsch. Netko prošu všetkých mytovaných do predka. will Ja bitte jetzt dobiu alle Bože Prämierten nach Vozevič, vorn. so je Vaučic Vajburga Ich muss Skorva, leider ten sa nemôže tu byť, sagen, ale ona dass dostane je weil myto Burga hiše. Walde A za domovinskú erkrankt ist župu und sie kann heute nicht da Zalesky sein. by dnes Und Manfred für Hamaš do die- predka prišiel. Den Regionalverband Jakub Lorenz Zaleski bitte ich Herrn Hermasch nach vorn. Eva Maria Czornak, was könnte uns Sorben besser nutzen als ein Bündel aller unserer sprachlichen und kulturellen Angebote auf dem Land?
Deshalb ist die Realisierung der Idee des sorbischen Schulvereins aus dem ehemaligen Schmerlitzer Kindergarten ein sorbisches soziokulturelles Zentrum LIPA mit einer breiten Palette an Angeboten für alle Generationen zu schaffen, nicht nur äußerst willkommen, sondern zugleich sehr notwendig. Bei der Erarbeitung einer entsprechenden Konzeption sollte man jedoch nicht nur auf die Versorgung der sorbischen Landbevölkerung mit verschiedensten kulturellen, künstlerischen und sportlichen Veranstaltungen achten, sondern gleichzeitig auf ein gemeinsames Wirken aller Ehren- und hauptamtlichen Fachkräfte. Hinsichtlich der Zukunft unserer Sprache und Kultur wird mit diesem Zentrum ein Raum geschaffen, in dem unsere Muttersprache bewusst gepflegt wird. Wir kommen jetzt zum zweiten Projekt aus der Schleifer-Region, oder besser gesagt aus dem Landkreis Görlitz. Auch diese Idee wurde eingereicht vom Regionalverband Jakub Lorenz Zaleski. Der Regionalverband möchte eine neue Zeitschrift verlegen, nämlich mit dem Namen Žurlo Quelle. In dieser Zeitschrift sollen sie Texte zu verschiedenen Themen lesen können, und diese Texte sollen das Lernen der sorbischen Sprache unterstützen. Und das Beste ist, dass die Leser sich mit eigenen Themen und Beiträgen an der Gestaltung beteiligen können. Und die Idee hat vor allen Dingen für die Kriterien Netzwerken, Synergien, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit mit anderen Partnern bekommen. Ich gratuliere den Projektträgern im Landkreis Görlitz für ihr Projekt der neuen Zeitschrift Žurlo. Getränke und Speisen auf Sorbisch zu bestellen, das ist eine gute Idee, die mehrere positive Auswirkungen auf alle Gäste hat. Besonders trifft das auf diejenigen zu, die nicht Sorbisch sprechen. Wenn es sich um Touristen handelt, dann wird darauf hingewiesen, dass sie in der zweisprachigen Lausitz bei den Sorben unterwegs sind und bei der Bestellung in der Gaststätte erste sorbische Worte sprechen. Wenn es sich um Deutsche oder Sorben handelt, die sorbische Sprache nicht sprechen, dann ist dies eine Anregung für die Verwendung sorbischer Worte und eine Vervollkommnung ihres sorbischen Wortschatzes. Wenn es sich um slawische Brüder und Schwestern handelt, dann vergleichen sie Sorbisch schnell mit ihrer eigenen Sprache und verstehen es sicherlich. Diese Anregung sollte in der ganzen Lausitz genutzt werden. Auch ich hatte kürzlich in einer italienischen Gaststätte auf der Insel Rügen eine Bestellung auf Italienisch vor mir liegen. Das regte mich an, den Kellner in dieser Sprache anzusprechen. Er lachte vergnüglich und lobte mich für diesen Versuch. Ein solches Erlebnis wünsche ich allen Besuchern unserer Gaststätten in der zweisprachigen Lausitz. Ich freue mich, dass sich dieses Projekt als eines der prämierten Ideen durchgesetzt hat. Den einen Projektträgern soll es gelingen, die Idee zu verwirklichen, und nun auf in die Arbeit. Ein neuer Sprachraum für Kinder in Leipzig. Schon in der Zeit von Dr. Georg Körner und später Henry Seeler war Leipzig ein wichtiges Bildungszentrum für die Sorben. Und auch heute leben in Leipzig viele Sorben. Sie studieren dort oder werden ausgebildet, wirken in verschiedensten Berufen und treffen sich, feiern zusammen und singen, lieben sich, heiraten und
haben W später prywatnym sorbische rumie wiedzą Familien. też z dziećmi Im privaten Sorbuja. Leben sprechen sie Ale natürlich tak auch mit stoi ihren to Kindern w Lipsku, Sorbisch. że serbszczynu w swobodnym Aber wie verhält czasu. es sich mit dem Sorbischen So, in Buchu Leipzig so in der sei Freizeit, dzieci serbskie ryczne rumy, odebrali. damit Chce sorbische taj Florian Sprachräume Bresan, a Thea Czorlichec eröffnet werden, möchten tydzień Florian Bresan und Thea serbsko-ryczny Czorlichec sportowy areowanski kurs organizować. wöchentlich einen Wujkot na to sorbischen idea. Sport- und A Tanzkurs wutrobną organisieren, gratulację k mytowaniu. speziell für die Proszę Kinder. wszystkich Störy Und das do ist Prätka. eine tolle Idee. Und wir gratulieren ganz herzlich und wir wünschen die Prämierten nach vorn. Tak przyjdziemy trzeciemu kole. So kommen wir zur dritten Runde. Ciężko je obknieżyć sztab. Jeszcze ciężko je Schwer ist es, obknieżyć dziurę. den To jest. Staat zu Ja sam beherrschen. się jedno Noch drugie schwerer miasteczko zu namakał. beherrschen ist das Wiesz, Theater. masz zaciść, że je Wenn żywienie du dziwadło, den Eindruck hast, potem dass das pytaj Leben się ein Wolu, Theater odraz ist, ci wulki dann weselo czyni. such To dir jest cytat die Williama Rolle, Shakespeare'a. die dir Tajke, am aber besten podobne passt. myśli każdy Das człowiek, ist ein Zitat iż rady von dziwadło Wilhelm raja, Shakespeare. albo se je woblada ma. So oder ähnlich denkt jeder Mensch, der gern Theater spielt oder es sich ansieht. Jeder findet seinen eigenen Spiegel und setzt sich mit seinem Leben auseinander. Wenn du nach Herzenslust in der Muttersprache Theaterstücke erleben willst, musst du zum sorbischen Theaterfestival gehen. Auf einem Festival wird oft ein Erfahrungsaustausch zwischen den Spielern gepflegt. Das wollen auch die Projekteinreicher mit Seminarveranstaltungen erreichen. Hinzu kommt noch, dass sie sich Gäste und Spiele aus den benachbarten slawischen Ländern einladen. Auf diese Weise können die freundschaftlichen Beziehungen ausgebaut werden. Dies wünsche ich den am Festival Beteiligten von ganzem Herzen. Ich weiß aus eigenem Erleben, wie wichtig insbesondere für Laien eine ständige Motivation zur künstlerischen Arbeit ist. Das beschriebene Festival wird gewiss Motivationsquelle sein. Für einen wichtigen Effekt halte ich auch den sprachlichen Aspekt. Bei Theaterinszenierungen handelt es sich um Sprachräume, die die Zuschauer in einer Sprache fesseln. Das ist für uns Sorben besonders wichtig.
dere kubane dorost Schließlich wollen wir zličić. jeden Tag mehr und Gratuluju mehr projektom gut u naše geschulte tovarstvo Bratrstvo Sorbisch za dobre sprechende činita a přeju všetkým ältere und občanikam jüngere Menschen veľa haben. úspecha a dobre Ich poradenie gratuliere dem festivalu. Projektträger, dem Verein Bratrostvor, zur Prämierung und wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und gutes Gelingen für das Festival. Svojkim veselom sme Matija Disvoga za jeho ideju Mit Serbia großer asocijalne Freude sviče darf z ich uzajmjenjem v Matej vysokosti Walde 500 Euro für seine počestiť. Idee Sorben und Projekt soziale Wissenwehr Netzwerke so nas mit der serbske Auszeichnung in Dorfster, Höhe von Institucije 5.000 a Euro Vosseva, würdigen. Das Akcije Projekt Bildung, ist auf wo sorbische uživanje Vereine, resursa, a Institutionen und možnosťou Personen sociálnych médií ausgerichtet. Ihnen soll Socialne Wissen a über die individuálne Ressourcennutzung zeleníčky und die maja Möglichkeiten v občine sozialer sa Netzwerke vyknúť, zugänglich tak môža gemacht svojské werden. obsahy lepiej Durch prezentovať, öffentliche und so by individuelle viditeľnosť Workshops Serbov sollen die internetu Beteiligten zvyšila. lernen, wie Tuta sie idea eigene zmožňuje Inhalte talentovaným besser ľuďom präsentieren können, skvanosť damit sie die vúčavať Sichtbarkeit a des obsahy Sorbischen im širšej Internet zjavnosti erhöhen. sprístupniť. Die Idee Przez ermöglicht zasadenie talentierten soziálnych Leuten, médiów może ihre informacje Fähigkeiten a kulturne auszunutzen pokłady und Inhalte Serbien einem breiteren efektívnejšie Publikum zugänglich zu machen. Dlholetné názornenia Durch die Matija Nutzung Disvoga sozialer jako Netzwerke rozhlasového bzw. aj Medien redaktor, können die ale Informationen durch und ďalšie kulturellen Schätze der rozmanitosť Sorben ve effektiv kreatívnych verbreitet podmienkach, werden. ktož Langjährige tvoření Erfahrung moc von médií Matej uvedomia, Gisvog als sú nás Rundfunk- und ponúknuť Fernsehredakteur, veľmi aber auch weitere Fähigkeiten in kreativen Bereichen, die das Verständnis für die Macht der Medien bewusst machen, haben uns bewegt, ihn auszuzeichnen. Deshalb danke ich ihm für die Einreichung des Projekts und wünsche viel Erfolg bei der Verwirklichung der Idee. Ohne geschichtliches Wissen kann sich ein nationales Bewusstsein kaum entwickeln. Gerade für sorbische Jugendliche ist es deshalb wichtig, unsere Vergangenheit zu kennen. Leider ist es der Schulbildung nicht immer gelungen, den Schülern die sorbische Geschichte in ausreichendem Maße sowie auf interessante und lebendige Art zu vermitteln. Daher unterstützen wir das großartige Vorhaben des Hip-Hop-Trios Nova Doba mit Hilfe von Rap und moderner medialer Mittel wie animiertem Musikvideo, trockene Geschichtsfakten auf emotionale Art unseren Jugendlichen zugänglich machen zu wollen. 5 bis 10 Minuten möchten die jungen Musiker über die sorbische Geschichte rappen, angefangen bei der Ansiedlung der Sorben in Deutschland bis heute und mit dem Blick in die Zukunft, damit der Kampf der Sorben um die Erhaltung der Sprache und Kultur bildhaft dargestellt wird. Große Gratulation. Jetzt spricht Angela Schurmann in Vertretung für Frau Henschel. Und ich habe von ihr aber die Laudatio bekommen und trage sie vor. Sprachcafé und Sprachfest in Dissen. Ein weiterer Gewinner ist die Dompro GmbH in der Niederlausitz. Auf Initiative von Maximilian Hasatzky wurde das Projekt Sprachcafé und Sprachfest in Dissen eingereicht. Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Die Sachsen würden sagen, ohne Kaffee und Kuchen kann Sachsen nicht kämpfen. Die Niederlausitz kämpft tatsächlich um den Erhalt der niedersorbischen Sprache auf verschiedenen Ebenen. Die Idee, sich bei Kaffee und Kuchen zu treffen, sich zu unterhalten, auszutauschen, kennenzulernen und weitere Ideen auszubrüten, ist vielleicht nicht neu. Aber dabei soll ein weiterer aktiver Sprachraum entstehen, wo sich verschiedene Generationen treffen und gemeinsam auf Sorbisch kommunizieren. Wir können das vergleichen mit Gesprächen vor 50 oder 80 Jahren im Dorfkonsum, in der Bäckerei oder beim Friseur, als die sorbische Sprache von alten Sprechern in vielen zweisprachigen Dörfern der Niederlausitz noch zu hören war.
mit der Würdigung des dezentralen Standortes Dissen vor den Toren der Stadt Cottbus verbinden wir eine Stärkung des immersiven Sprachprojektes Soria, Morgenröte, das auch seinen Standort im Vierseitenhof in Dissen hat. Wir wünschen eine erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes, damit die niedersorbische Sprache in der Öffentlichkeit neue Impulse bekommt. Und ich freue mich schon auf Kaffee und Kuchen. Räume, wo wir die sorbische Kultur und Sprache pflegen können, wo wir uns unterhalten können und wo wir Kontakte knüpfen können, sind wichtig für die Minderheit und sie sind dringend notwendig für die Erhaltung und Revitalisierung der sorbischen Sprache und Kultur. Wir haben schon verschiedene eindrucksvolle Projekte und Ideen kennengelernt, die auf ihre Weise besonders und wichtig für die sorbische Gemeinschaft sind. Und sie verdienen damit eine Auszeichnung. Gleiches gilt für die nächste Idee. Das ist die Idee der Gemeinde Dissen-Strisow. Die Idee beinhaltet die Erarbeitung eines Konzeptus für den Aufbau eines sorbischen Sprachnestes, das auf dem Hof in Dissen Platz finden soll und zum Erhalt und zur Revitalisierung der sorbischen Sprache dienen soll. Verschiedene Vereine, Gruppen und Institutionen nutzen den Ort für ihre Tätigkeit. Die Konzeption soll erarbeitet werden und eine optimale Organisation eines Sprachnestes beinhalten, ein Raumkonzept sowie Entscheidungen zur Weitergabe der sorbischen Sprache. Als Jury des Ideenwettbewerbs freuen wir uns, die Idee unterstützen zu können und wir hoffen, dass das Preisgeld zum Aufbau des Sprachennestes und damit zum Aufbau eines sorbischen Sprachraums beitragen kann. Liebe Sachske Schüler, bist du in Sachsen Schüler, dann kannst du folgende
slawische Sprachen lernen. Obersorbisch, Tschechisch und Polnisch. Für sorbischsprachige und sorbisch lernende Schulkinder ist es wichtig, dass sie sich die slawischen Wurzeln bewusst machen, Ähnlichkeiten mit den slawischen Brudersprachen erkennen und zugleich Selbstbewusstsein und Stolz aufbauen, die sorbische Sprache ganz selbstverständlich sprechen zu können. Dazu soll die seit dem Jahr 2012 in Sachsen organisierte Slawiniade beitragen. Im nächsten Jahr wird die 5. dieser Art wieder in Bautzen sein. Und das Team um Dr. Jana Schucina und Alena Hitzina möchten sich um ein besonderes Rahmenprogramm kümmern, um allen Teilnehmern sorbische Sprachkenntnisse und Wissen über die Sorben zu vermitteln, um für sprachübergreifendes Lernen zu werben und die Nähe der sorbischen Sprache zu den anderen slawischen Sprachen bewusst zu machen. Glückwunsch zur Würdigung der Idee und viel Erfolg bei der Durchführung des Rahmenprogramms. Die niedersorbische Sprache ist eine coole Sache. Dass die sorbische Kultur nicht nur Tradition oder Folklore ist jedem klar. Die Initiative des Domowiner Regionalverbandes Niederlausitz möchte an die guten Oberlausitzer Erfahrungen anknüpfen. Im Jahr 2020 hat die Imagekampagne Sorbisch na klar begonnen und wurde gut angenommen. Die sorbische Sprache hat in Brandenburg, in der Niederlausitz, ein Anerkennungsproblem. Obwohl wir immer wieder hören, dass die Zweisprachigkeit eine Bereicherung ist. Für die Lausitz, für die Kommune, für Brandenburg. Aber Ziel der Kampagne ist, die Aufmerksamkeit für die niedersorbische Sprache zu bewirken und Wissen zu vermitteln, damit die Akzeptanz und Anerkennung für ihren Gebrauch in der Öffentlichkeit zunehmen. Für eine langfristige Bewahrung und die Weiterentwicklung des Niedersorbischen brauchen wir neue Ideen und neue Sprachräume. Das haben wir heute schon häufig gehört. Wie können wir die Attraktivität der Sprache stärken? Wie können wir dafür sorgen, dass Wissen über die Sorben auch außerhalb des sorbischen Siedlungsgebietes bekannter wird? Wie erreichen wir eine stärkere Präsenz unserer Sprache in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel im Privatleben, in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, im Tourismus und in den neuen Medien? Für die Erarbeitung eines Konzeptes für eine Imagekampagne bedarf es eines Netzwerks. Domowina plus Verantwortliche plus sorbische Institutionen. Sie gilt es zu aktivieren, um einen wirksamen Slogan für die Kampagne zu finden und die praktischen Ziele und Ansätze zu beschreiben, zum Beispiel in moderierten Arbeitsgruppen. Marketing-Experten sollen das Konzept kurz und präzise formulieren, eine Präsentation dazu erarbeiten und den Weg beschreiben. Vielleicht haben wir dann auch so einen Erfolg wie in der Oberlausitz. Schön wäre es und wir wünschen dabei viel Erfolg, wenn das Projekt
Wir haben euch gemeinsam begrüßt und deswegen möchten wir uns auch gemeinsam von euch verabschieden. Die Spannung hier im Raum hat sich jetzt gelegt. Ihr habt eure Schecks bekommen und schöne Blumen dazu und ihr könnt wirklich sehr stolz sein auf euren Preis. Ja, erzähl nicht zu viel, die warten auf ein Wort wie WW. Was wartet auf euch? Ich kann euch ganz herzlich einladen im Namen der Stiftung des sorbischen Volkes zu einem Empfang, zum Gespräch. Und ich denke, wir sehen uns auch wieder an anderer Stelle. Und wenn ihr dann eure Projekte realisiert, dann haben wir auch die entsprechenden Termine mitgeplant. Und ich freue mich schon auf den Rap und kann mir gut vorstellen, wie der Markgraf Gero rappt. Lasst euch den Abend gefallen und ich wünsche euch gute Gespräche. Vielen Dank.